Teil 2. Sie hören im deutschsprachigen Radio einen Beitrag zum Thema Tipps für einen perfekten Tag. Hören Sie den Beitrag und beantworten Sie die Fragen kurz in Stichworten, wie im Beispiel. Überflüssige oder alternative Informationen, die keinen Bestandteil der richtigen Antwort bilden, werden als falsch gewertet. Sie hören den Beitrag zweimal. Bevor Sie sich den Beitrag anhören, lesen Sie bitte alle Aussagen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt den Beitrag. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das gehört zum Leben dazu. Aber nicht alle wissen, dass man das auch ändern kann. Sie hören jetzt ein paar Tipps für einen perfekten Tag. Tipp 1. Es ist 6:30 Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Die meisten Menschen öffnen dann ihre Augen und fühlen sich schon müde. Aber es muss nicht so sein. Lassen Sie am Abend die Vorhänge auf. Dann kommt am Morgen das Sonnenlicht ins Zimmer und weckt Sie. So sind Sie schon vor dem Weckerklingeln halb wach und das Aufstehen fällt Ihnen viel leichter. Tipp 2. Den ganzen Tag lang muss man kommunizieren. Mit Kollegen, mit Mitschülern und Familienmitgliedern. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Es ist ganz einfach und kostet Sie nichts. Hören Sie nach dem Aufstehen, während Sie sich anziehen oder frühstücken, die neuesten Nachrichten im Radio. Die vielen Informationen machen uns wach und bereit für all die Gespräche, die wir während des Tages führen werden. Tipp 3. Vergessen Sie nicht zu frühstücken. Ein gesundes Frühstück gibt dem Körper Energie. Und davon brauchen Sie viel. Denn Sie haben einen langen Tag vor sich. Es gibt Menschen, die morgens nach dem Aufstehen noch nichts essen können. Das ist aber nicht schlimm. Ein Glas Milch reicht auch. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas zu sich nimmt. Tipp 4. Irgendwann ist Mittagszeit
und Sie haben schon Hunger. Am besten sollten Sie ein warmes, leichtes Essen wählen. Wenn Sie am Nachmittag noch Unterricht haben oder arbeiten müssen, ist eine schwere Speise nicht gut für Sie, denn danach fühlen Sie sich müde und schläfrig. Sie können in der Kantine oder in der Schulmensa essen und dort können Sie sich mit Kollegen oder Mitschülern unterhalten und ein bisschen entspannen. Tipp 5: Bewegung ist extrem wichtig für die Gesundheit. Besonders wer viel sitzt, muss sich auch viel bewegen und viel Sport machen. Gehen Sie also 2 bis 3 Mal in der Woche joggen. Am besten nicht morgens, sondern abends. Da ist der Körper schon aktiviert und braucht nicht erst aufzuwachen wie am Morgen. Tipp 6: Bevor Sie heute zu Bett gehen, schreiben Sie alle Aufgaben für morgen auf. So machen Sie dem heutigen Tag ein Ende und können ruhig einschlafen. Vielleicht lesen Sie aber davor noch einige Seiten in einem interessanten Buch. Es ist egal, wie viele Stunden Sie schlafen. Es muss genug für Sie sein. Das ist am wichtigsten. So bleiben Sie gesund und starten Sie fit in den Tag. Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Jetzt hören Sie den Beitrag noch einmal. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das gehört zum Leben dazu. Aber nicht alle wissen, dass man das auch ändern kann. Sie hören jetzt ein paar Tipps für einen perfekten Tag. Tipp 1: Es ist 6:30 Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Die meisten Menschen öffnen dann ihre Augen und fühlen sich schon müde. Aber es muss nicht so sein. Lassen Sie am Abend die Vorhänge auf. Dann kommt am Morgen das Sonnenlicht ins Zimmer und weckt Sie. So sind Sie schon vor dem Weckerklingeln halb wach und das Aufstehen fällt Ihnen viel leichter. Tipp 2: Den ganzen Tag lang muss man kommunizieren. Mit Kollegen, mit Mitschülern und Familienmitgliedern. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Es ist ganz einfach und kostet Sie nichts. Hören Sie nach dem Aufstehen, während Sie sich anziehen oder frühstücken, die neuesten Nachrichten im Radio. Die vielen Informationen machen uns wach und bereit für all die Gespräche, die wir während des Tages führen werden. Tipp 3: Vergessen Sie nicht zu frühstücken. Ein gesundes Frühstück gibt dem Körper Energie. Und davon brauchen Sie viel. Denn Sie haben einen langen Tag vor sich. Es gibt Menschen, die morgens nach dem Aufstehen noch nichts essen können. Das ist aber nicht schlimm. Ein Glas Milch reicht auch. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas zu sich nimmt.
Tipp 4. Irgendwann ist Mittagszeit und Sie haben schon Hunger. Am besten sollten Sie ein warmes, leichtes Essen wählen. Wenn Sie am Nachmittag noch Unterricht haben oder arbeiten müssen, ist eine schwere Speise nicht gut für Sie, denn danach fühlen Sie sich müde und schläfrig. Sie können in der Kantine oder in der Schulmensa essen und dort können Sie sich mit Kollegen oder Mitschülern unterhalten und ein bisschen entspannen. Tipp 5. Bewegung ist extrem wichtig für die Gesundheit. Besonders wer viel sitzt, muss sich auch viel bewegen und viel Sport machen. Gehen Sie also 2 bis 3 Mal in der Woche joggen. Am besten nicht morgens, sondern abends. Da ist der Körper schon aktiviert und braucht nicht erst aufzuwachen wie am Morgen. Tipp 6. Bevor Sie heute zu Bett gehen, schreiben Sie alle Aufgaben für morgen auf. So machen Sie dem heutigen Tag ein Ende und können ruhig einschlafen. Vielleicht lesen Sie aber davor noch einige Seiten in einem interessanten Buch. Es ist egal, wie viele Stunden Sie schlafen. Es muss genug für Sie sein. Das ist am wichtigsten. So bleiben Sie gesund und starten Sie fit in den Tag. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen zu korrigieren und zu beenden. Ende des Hörverstehens.